Und ich habe manchmal gedacht, wir sind manchmal so ein bisschen Gipsklumpen. Wir wollen mit dem Heiland unterwegs sein und wir wollen es gut machen, aber wir sind verkrustet und wir sind einfach, es kommt nicht zur Wirkung. Ich werde euch in einen Text aus der Bergpredigt. Ein Text, der vielleicht die einen oder anderen ganz bekannt ist. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung und ihr dürft mitlesen in eurer Bibel oder hier vorne. Jesus redet da zu den Leuten, die ihm zulassen. Und er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll sie ihm wiedergegeben? Auch zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist gegangen, wenn du diesen Text hast gehört. Ja, den kennen wir. Da haben wir schon Verschiedenes gehört dazu. Vielleicht schon selber eine Andacht gehabt. Und ich dachte, ja, könnte man diesen Text vielleicht überspringen. Der ist so bekannt. Aber Salz ist ja grundsätzlich einmal etwas, so, was uns eben auch sehr vertraut ist. Ich weiß nicht, ob ihr auch zu denen gehört, die zuerst einmal, bevor man überhaupt probiert hat, wie es schmeckt, einmal nach dem Salz Höschi. Also bringen wir mal das Salz her. Also Judith hat so ein Erlebnis gehabt an ihrer Bauernschule, Bäuerinnenschule. Und dort haben sie ein Essen veranstaltet und dort ist einer reingekommen, der da essen sollte. Und der hat zuerst auf einmal gesagt, Salz, ich muss Salz haben. Und darum, das ist so ein geflügelter Spruch bei uns. Wenn etwas ein bisschen fad ist oder so, dann sagen wir auch Salz! So im Schaffhauser Dialekt, wie er es der gemacht hat. Also Salz, etwas, das sehr polarisiert. Und eben, viele haben sich sicher schon Gedanken gemacht dazu. Und ich denke, etwas so Einfaches, etwas so Simples wie Salz und gleich das Bild, das zu uns reden will. Ich glaube, es ist manchmal gerade das Einfache, das Simple, das uns in der Umsetzung so Mühe macht, wo wir so dran zu catchen haben. Das, was uns manchmal schon zu denken gibt. Und ich habe mich darum entschlossen, mich gleich diesem Text zu stellen und auch ein bisschen zu graben. Und vielleicht habe ich sogar das Internet oder das andere herausgefunden, wo euch heute auch wird, ganz neu für diesen Text begeistern. Und ich habe mir einfach ganz schlicht und ergreifend die Frage gestellt, warum Salz? Warum Salz? Und ich weiß gar nicht, ist das mal ein Unwort des Jahres gewesen? Gammelfleisch? Das habe ich eben noch zu wenig. Ich dachte, das spielt ja keine Rolle. Aber mir war es so, dass sie ganz so in der Presse so das umgeboten wurde. Gammelfleisch. Und warum Gammelfleisch? Weil es eben verwest ist. Weil es nicht mehr gut ist. Das hat man einsalzen, das Fleisch. Und dann habe ich ein Bild gesehen auf dem Instagram. Ich glaube, ich weiß nicht, wie der Jäger unter uns, wenn er Haufen Fleisch hat, wie tut man das konservieren, Trockenfleisch machen. Und dann habe ich auch ein Bild gesehen, jetzt geht es Trockenfleisch produzieren, eingerieben mit Salz. Vor ein paar Jahren
hat eine Bibelübersetzung ist neu aufgekommen, die Volksbibel. Und das war ganz interessant, da haben sie miteinander verfeiten. Die einen haben gesagt, ja, das ist also fast gotteslästerlich, so kann man also die Bibel nicht übersetzen. Und die anderen haben gesagt, ja, das ist genau das, was der Luther wollte. Der Luther hat gesagt, er hat dem Volk auf den Mund geschaut und hat überlegt, was bedeutet denn das? Und so heisst es dort in diesem Text nicht Salz, sondern es heisst dort, ihr seid der Kühlschrank der Welt. Eben Salz als Konservierungsstoff. Und dann habe ich gedacht, ja, aber Kühlschrank, das ist ja dann wirklich nur konservieren. Aber es braucht es. Letzte Woche bin ich ins Kühlhaus Fleisch reichen. Und nachher habe ich es hochgenommen zu unserer Gefriere. Und dann ist ja noch, jetzt noch so ein bisschen Zunge drin und eine Leber und so. Ich weiß nicht so recht, was machen wir mit dem. Habe ich das Zeug oben drauf gebiegen. Und das andere drin, das Geschnetzelte und das Gehackte und Plätzchen und so. Ein paar Tage später kommt meine Frau, du hast extra das Fleisch oben auf der Kühltruhe liegen. Ja, jetzt ist es auch wirklich nur noch für die Katze. Nein, ich habe es nicht extra gemacht, aber eben, zu konservieren. Wie können wir etwas haltbar machen? Und das ist tatsächlich etwas von der zentralen Bedeutung von Salz. Im Land Israel hat es Haufen Salz. Das Meer ist Salz, das Tote Meer ist salzig. Salz aus dem Toten Meer, 30% Salz. Also das ist mega salzig. Man kann ja dort auch so reinlegen. Aber es ist auch so, dass man tatsächlich auch vertrinken kann, trotzdem im Toten Meer. Das kommt mir also vor. Trotzdem, dass es so salzig ist. Und auch das Salz für das Reinigen. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal an einem Ort in Salzwasser seid, baden, so Bad Sigriswil oder so. Und dann merkt man manchmal, wenn man so ein bisschen ein Necki abhat irgendwo, es fängt an zu verbrennen. Also Salz auch als reinigende, konservierende Wirkung. Ganz wichtig sein. Gerade für die Juden, die Lebensmittel sollen rein sein, sollen koscher sein. Und da wird nicht sparsam ein bisschen gestreut, oder? Da wird nicht nur ein bisschen nachher gewürzt, sondern für das Konservieren, für das Reinigen, da braucht es Salz. Und ich habe mir so überlegt, vielleicht haben wir manchmal ein bisschen, ja, es ist ja jetzt so in der Presse, in der Ernährungswissenschaft, wir essen zu viel Salz. Es ist überall zu viel Salz drin, im Brot ist zu viel Salz drin, etc. Es ist überall zu viel Salz drin. Und ich habe mir überlegt, vielleicht haben wir ein bisschen das Bild in uns abgespeichert. Oh, nur ja nicht zu viel Salz, nur ja nicht zu viel Salz brauchen. Wie ist es mit dieser Erde? Ganz am Anfang in der Bibel lesen wir, wie die ersten Menschen entschieden, ohne Gott zu leben. Sie haben sich entschieden, selber zu entscheiden, was gut ist. Und es heisst dort, dass Gott hat gesagt, und an diesem Tag werdet ihr sterben. An diesem Tag kommt der Tod in unsere Wirklichkeit rein. Und das ist doch eigentlich Gammelfleisch. Das ist doch genau dort, wo eben etwas kaputt geht, etwas zerstören. Das ist eigentlich die Wirklichkeit von unserer Welt. Und eigentlich hätte man dann können sagen, ja gut, das bringt alles zusammen nichts. Aber wir fallen das gerade sofort auf den Mist. Gott hätte können sagen, Tabula rasa, fertig. Wir tun da alles auf den Mist fallen. Es hat keinen Wert mehr. Menschen, mit denen, die er die Welt hat gestalten wollte, die haben es verbockt, die haben es nicht mehr im Griff gehabt. Aber Gott ist mit den Menschen weitergegangen und er hat Leute in seine Nachfolge gerufen. Und so hockt Jesus hockt jetzt dort auf dem Berg an seiner Predigt und er redet zu denen, er redet zu seinen Jüngern und er sieht zuerst einmal alles zusammen vordran mit diesen Seligpreisungen. Also,
hier seid ihr arm, aber ihr werdet das Himmelreich sehen, etc., etc. Zu diesen Leuten redet er. Und er sagt, ganz am Schluss von diesem Kontext, sagt er, freut euch, wenn ihr verfolgt werdet, wenn die Leute nach Ablehnung, genau gleich ist es den Propheten gegangen. Und jetzt seht ihr, und ihr seid das Licht, ihr seid das Salz von dieser Erde. Ihr seid das Salz von dieser Erde. Ihr seid das Salz von dieser Erde. Und die Leute, sie warten, wie es in Petrus heißt, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. In denen, wenn alles wiederhergestellt wird. Aber jetzt, in dieser Zwischenzeit, dürfen wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir seine Ziele verfolgen, dann dürfen wir Salz sein, dann dürfen wir konservierend wirken hier auf dieser Erde. Dass die Welt noch besteht, das ist auf die konservierende Wirkung zurückzuführen. Und ich bin dem dann ein bisschen weitergegangen, eben, wie das Salz so gewonnen wird, etc. Und eben, ihr seht schon, im Toten Meer wird das Salz abbauen. Und das Tote Meer, das hat ein grosses Problem. Das verliert das Wasser. Also das ist, glaube ich, nur noch 2/3 so gross. Und alle Jahre, glaube ich, sogar 1 Meter Wasser verliert das Tote Meer. Also das trocknet aus. Jetzt haben sie eine gute Idee gehabt. Jetzt haben sie gedacht, ja gut, man könnte einfach vom Roten Meer einen Tunnel machen ins Tote Meer. Das Rote Meer ist ja 0 und das Tote Meer ist irgendwie 400 unter Meeresspiegel. Machen wir dort einen Tunnel, tun wir das Wasser dort rein. Es hat 2 Gründe, dass dieser Tunnel nicht umgesetzt wurde. Da hätten sie jetzt bauen. Das erste ist die Situation, die kriegerische Situation jetzt dort, dass es gar nicht möglich ist. Und das Zweite war, dass Forscher herausgefunden haben, dass die 2 Wasser unterschiedliche Zusammensetzungen haben. Jetzt dachte ich, wieso kommt er jetzt mit dem Wasser? Was hat jetzt das für eine Bedeutung? Wenn man jetzt das Wasser vom Roten Meer einfach ins Tote Meer hätte geleitet oder würde leiten, dann wäre die Gefahr, dass es dort Gipsklumpen gibt. Und das ist tatsächlich das Problem von dem Wasser, von dem Salz auch. Wir lesen hier, wenn das Salz Kraft verliert, wie kann es wieder überkommen? Wie kann das Salz wieder salzig werden? Und wir wissen, Salz, wenn ihr das kauft, wenn ihr das im Schaft drin habt, das verliert nie die Wirkung. Unser Haushaltssalz verliert nie die Wirkung. Aber das Salz aus dem Toten Meer ist eben nicht ein reines Salz, sondern dort hat es eben andere Stoffe drin und das kann so Gipsklumpen geben. Also das Gleiche wäre passiert, wenn sie jetzt das Wasser hätte ins Tote Meer eingeleitet, dann hätte es dort so Verklumpungen gegeben. Möglicherweise, man weiß es nicht ganz sicher. Aber man weiß, dass genau das Problem war von diesem Salz. Also ein Gipsklumpen. Und ich habe manchmal gedacht, wir sind manchmal so ein bisschen Gipsklumpen. Wir wollen mit dem Heiland unterwegs sein und wir wollen es gut machen, aber wir sind verkrustet und wir sind einfach, es kommt nicht zur Wirkung. Und nachher wird das Salz auf die Straße rausgefallen, die Leute vertrampen es. Als Unkrautvertilger kann es noch gut wirken. Da kann es die Wirkung noch entfalten. Salz, Unkrautvertilger. Auf dem Weg, wo man ja kein Gras will. Und das ist das Problem. Und vielleicht denkst du heute Morgen, ja, ich bin ein bisschen kritisch mit dem Jesus oder so. Und denkst, ja genau, die Christen, die tun auch nicht gehen, wie sie sollten. Ja, das ist ein Problem, wenn unser Salz die Wirkung nicht mehr entfaltet. Gescheiter auf die Straße fallen, vertrampelt werden. Ich wünsche mir, dass wir das Verkrustete, das Verbitterte, vielleicht bist du schon lange mit Gott unterwegs. Und ich will Salz sein und damit in eine Verbitterung hineinkommen. Tun wir das auch ablegen. Und das Zweite ist der Aspekt
Licht. Und da bin ich bei einem Bekannten von mir auf einen interessanten Hinweis gekommen. Wo hat Jesus Bergpredigt gehalten? Ich war noch nie in Israel. Es ist noch ein Traum von mir oder ein Wunsch, den ich noch mal machen will, die Orte anzuschauen. Aber scheinbar ist der Ort, wo Jesus die Bergpredigt hat gehalten, am Fuß von einem Berg. Und es ist der grösste Berg, der höchste Berg, der ist etwas über 900 Meter hoch. Ja, aber wenn natürlich das ganz andere unter 400 Meter unter dem Meeresspiegel ist, dann ist 900 Meter schon relativ hoch. Also der Ort ist am Fuß von diesem Berg. Auf diesem Berg liegt eine Stadt. Und wenn Jesus jetzt sagt, ihr seid das Licht von der Welt, eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Dann kann es gut sein, dass die Leute, die dort zugelassen haben, an die Stadt gedacht haben, die hinter ihnen ist. An die Stadt, die dort auf dem Berg oben ist. Es ist die Stadt Safed. Da könnt ihr gerne googlen. Und es war eine wichtige Stadt, strategisch immer wieder auch in diesen kriegerischen Auseinandersetzungen. Aber etwas anderes war auch noch wichtig auf dieser Stadt, weil sie oben auf dem Berg war, hat es dort ein Signalfeuer gehabt. Und wir kennen das. Das heisst ja Kutzen etc. Gibt es so Ortsbezeichnung, das bezeichnet alles. Howacht zum Beispiel auch. Das bezeichnet alles ein Ort für ein Signalfeuer. Für was haben wir das gebraucht? Wenn es Krieg gegeben hat, hat man die Signallichter angezündet. Anders bei dieser Stadt Safed. Sie hatten einen Kalender gehabt. Die Juden hatten einen Kalender gehabt. Und der hat immer mit dem Neumond angefangen. Der 4. Tag vom neuen Monat. Und dass man gewusst hat, dass alle am gleichen Tag der erste hatten. Also nicht wie wir mit der Uhr, was der, manchmal muss man das auch wieder nachjustieren. Aber dass man der erste hat man ein Leuchtfeuer angezündet. Der ist auf den Bergen durch das ganze Land durch, sind die Leuchtfeuer angezündet und dann sind die Boten ausgezogen und ich sehe, das Licht brennt, der neue Monat fängt an. Freut euch! Ein neuer Monat kommt. Und das war so ein Freudentag, dann haben die Frauen nicht gewaschen. Es war nicht ganz ein heiliger Tag, aber doch so, dass wenigstens die Frauen nichts gearbeitet haben an diesem Tag. Also nicht so einen ganzen Top-Sabbat, aber man hat sich gefreut. Man hat sich gefreut, dass ein neuer Monat kommt. Also, das ist die Stadt Safed auf dem Berg oben. Ihr seht hinter dran der See Genezareth, dort, blau. Und unten dran, am Fuß von dieser Stadt, dort hat mutmaßlich, sehr wahrscheinlich, Jesus eben die Bergpredigt gehabt. Und diesen Leuten ist das ganz klar gewesen, wenn er da redet von einer Stadt auf dem Berg. Eine Stadt, die einen Neuanfang verkündet. Das ist das Licht. Das ist das Licht. Wir dürfen uns freuen. Der 4 Tag heisst übrigens Rosh Chodesh. Sagen wir es richtig. Da der hebräische Experte gerade vor mir. Hast du das noch nicht gehabt? Für jüdische Feiertage. Man will es verkünden. Man will den Neuanfang verkünden. Neuanfang, ein Feuer von der Hoffnung. Und das haben wir ja auch da an der Wand. Ein Feuer von der Hoffnung. Wir sehen hier ein Feuer, ein Licht, ein Leuchtturm, wo ein Feuer aussenden, wo Hoffnung vermitteln. Das wäre übrigens das Salz. Und das Zweite ist, es geht ja dort im Text weiter, niemand zündet eine Lampe an und stellt sie unter einen Scheffel. In jeder jüdischen Haushalt hat es so einen Leuchter. Und dieser Leuchter wird am Sabbat, also am Abend, am Freitag am Abend, wird der angezündet. Und weil sie nichts arbeiten dürfen,
brennt der ganze Samstag. Das ist das Licht, das brennt. Also das Licht, das herweist, dass Gott Tat vollbracht hat und nicht mehr. Und ich finde das ganz zwei interessante Aspekte. Also das eine, das Neue, und wir wissen, dass mit dem Kommen von Jesus eine neue Zeit anbricht. Mit dem Kommen von Jesus erfüllen sich Prophetien. Wir lesen im Jesaja 49,6: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Jesus ist gekommen und mit dem hat etwas Neues angefangen. Mit dem ist das Heil für die ganze Welt möglich geworden. Etwas Wunderbares, etwas Hoffnungsvolles. Das Neue bricht an und wird sichtbar. Und wenn wir dann diesen Text lesen, dann heißt es am Schluss, und sie sollen eure Werke sehen und sie sollen den Vater preisen. Und dort denke ich manchmal, dort tun wir bei diesen Werken verharren. Oh, wir müssen es gut machen. Wir müssen es gut überlegen. Und ja, wir sind hier im Adelboden, da weiss der schon, der Anger, auch der geht jetzt predigen, aber tut denen so, und das hören wir ja dann immer wieder. Ja, der hat gedacht, der wird ja dann auch fromm sein, aber verhaltet sich nicht gut und so. Und wisst ihr was, das ist ein Krampf. Wenn wir gehen müssen überlegen, was echt der Nachbar denkt, wenn ich irgendwie etwas mache. Ich glaube, wir müssen das Licht auf uns wirken. Wir müssen uns dem Licht aussetzen. Und darum finde ich eben das zweite Bild so schön. Der Sabbatleuchter. Das Licht vom Nichtmachen. Das Licht vom einfach Sein. Das Licht vom darauf schauen, was Gott gewirkt hat in meinem Leben. Über das nachstudieren, über das meditieren. Das mache ich die Juden am Sabbat. Wenn sie im Sommer wieder kommen, dann geht ihr mal schauen beim Kirchgemeindehaus. Stundenlang. Amen, 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 Amen. Und dann singen und tanzen und fröhlich sein. Und eben, man darf das Licht nicht abdrehen. Weil das Licht abdrehen, das ist Schaffen. Schon mal überlegt, he? Das regt vielleicht für Mieter manchmal auf, gell? Aber es ist ein Bild, das wir mitnehmen dürfen, das für uns gilt. Gott hat es gewirkt. Und wir dürfen das Wirken auf uns eben wirken. Und weil Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, dürfen wir das in Anspruch nehmen. Wir versagen gäng wieder. Und das ist der grosse Unterschied. Ich wünsche mir, dass wir miteinander unser Salz grosszügig, nicht sparsam mit dem Salzstreuer, sondern wir das grosszügig auf die Erde einwirken lassen. Dass wir dort, wo wir sind, dass wir dort überlegen, was ist das, wo ich wirklich das Reich Gottes schaffen will, wo ich konservierend wirken will. Grosszügig unser Salz auf die Erde einwirken. Indem, dass wir konsequent Jesus nachfolgen. Und lasst uns auch leuchten für die Welt und die Welt immer wieder auf das Neue herweisen. Auf das Neue, das in Jesus Christus ist gekommen. Und in dem, dass wir sein Tun meditieren und reflektieren. Immer wieder. Amen.